Alle hier an den runden Tisch, wo die tollen Pokale schon stehen, damit die Susi nicht allzu laut schreien muss. Aber sie setzt sich schon ganz gut durch, glaube ich. Also es geht jetzt los. So, erstmal möchte ich mich bei allen Teilnehmern, die heute dabei gewesen sind, natürlich ganz herzlich wieder bedanken. Inzwischen sind ja nur noch alle wieder trocken. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen unseren Helfern, die eigentlich das ganze letzte Jahr mit zur Stange gehalten haben. Am meisten mit involviert war Bernd Rath. Wo ist er denn? Steht im Hintergrund. Er hat sich ganz toll wieder für diese Veranstaltung eingesetzt und hat auch im Hinterhalt die Fäden wieder viel gezogen, mich manchmal in den Hintern getreten. Das habe ich gar nicht gemerkt. Aber ich? An die Streckenleger Michael Wildenhain und Werner Schrader, die die Strecken wieder ausgeschildert haben. In mühevoller Kleinarbeit, wie ich vorhin mitgekriegt habe, sind von Freitag bis heute schon wieder Schilder verschwunden, die abmontiert wurden. Das ist natürlich alles ein bisschen ärgerlich. Also ich fand, es war wirklich super ausgeschildert. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Nur die Bierkiste habt ihr nicht gefunden. Es hat ein paar kleine Umläufer gegeben, aber die wollten halt den Arzt noch weiter kennenlernen, haben die richtige Spur dann aber wieder gefunden. Der gewisse Spaß gehört dazu. Die langen Strecken waren ja nur kein Wettkampf. Alle haben eine Urkunde gekriegt. Ganz besonders möchte ich mich auch nochmal bei Armin Asselmeier mit seiner Truppe bedanken. Ich finde das jedes Jahr immer wieder ganz toll, wie ihr da so mitmacht und wie ihr alle diese Strecken schafft. Und natürlich auch für deine Unterstützung. Ebenso an Carsten Otto. Der hier auch wieder mitgesponsert hat, und an die GLC, die sämtlichen Druckkosten für Werbung und alles übernommen hat. Und natürlich nochmal an unsere Helfer, die letzten Wochen und auch diese Woche und gerade dieses Wochenende mit zur Stange gehalten haben. Und das alles so toll gemacht haben, dass das so klasse geklappt hat. So, dann kommen wir zur Siegerehrung für den Bergsprint. Wir fangen mit den Schülern an. Wir hatten 4 Altersklassen insgesamt von 16 Startern. Und dann darf ich Martje mal nach vorne bitten. Die war die einzige Starterin in der Klasse Schülerin und hat somit gewonnen. Gut, dass du die Mama mitgebracht hast. Papier mit, da kannst du den wieder drin einpacken oder Mama kann ihn einpacken, dass er das zu Hause nicht kaputt geht. Okay? Hast du ganz toll gemacht. Und das König gewesen. Ganz toll. Dann machen wir weiter mit Platz 4, das ist Joshua Böhm. Die unserer Langlaufgruppe entsprungen sind und alle auf dem Vormarsch sind. Macht weiter so, ne? Auf Platz 3. Das Kind ist weg. Kennst du den? Ach, da oben! Oh, hätte ich ja gar nicht erwartet. Hoffe ich, ne? Auf Malpinchi, Max. So, und auf Platz 1, Training zahlt sich aus, Lukas Böhm. Warum denn? Ihr seid
seid doch gut am Üben. Ja, genau. Kann man was trinken? Ja, aber ihr habt die Freikarte nicht dabei gehabt. Ne? Und gewonnen hat dort vom CRT. Herzlichen Glückwunsch. Wie umdrehen. Ja, genau. Einige davon haben. Der Flachland-Tiroler, ne? Ja. Auf Platz 7 Ja, das freut uns auch Armin Hasselmeier. Ich habe die vom letzten Jahr verliehen. Ja, Nico! Die hast du ja schon ausgerechnet. Nico Buttmann vom CAD. Glückwunsch. Dankeschön. Klasse, guck mal, das alles gelaufen. Foto! Ist gelaufen, nicht bei uns. Eckhard Berger. Einige schon festgestellt, er muss wohl öfter laufen, ist aber dieses Jahr das erste Mal mit Stöcken gelaufen und hatte schon die 21 Kilometer hinter sich. Martin von Ranrad. Super, danke. Juhu! Platz 3 der Streckenleger, auch schon 21 Kilometer. Hinter, aber gut durchtrainiert. Michael Wilhelm. Jetzt wieder besondere Ehre. Der Fanclub kann wieder. Genau. Der alte Mann und das Meer. Das ist Jenna vom CAD. Hat die Extra-Strecke schon gemacht. Ab durch die Mitte. 17,5. Und sich tapfer geschlagen. Aber im nächsten Jahr bitte ein bisschen. Und auf Platz 1, was soll ich jetzt sagen, wie jedes Jahr? Ja, genau. Nächstes Jahr nicht mehr. Dieter, du kriegst jetzt Konkurrenz. Gib mir Mühe. Dieter, krieg mal wirklich die Kopfkosten. Ja?